Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Gothic 2 auf Pelzig. Hey Jora Mormont. Oh, verdammt, was ist los? Ich hab dein Geld, du Knorze. Du, hier. Wegen des Diebes. Ja, wie sieht's aus? Hast du ihn geschnappt? Und noch viel wichtiger, hast du mein Gold? Wie gierig der schon klingt. Ja, hier bitte. Hier. Er ist mir entkommen. Und was ist mit meinem Gold? Ist es mit ihm entkommen? Hier, bitte schon, die gebe ich da. Hier hast du deine gestohlenen 50 Goldstücke zurück. Enos sei gepriesen, es gibt auch noch Gerechtigkeit in der Stadt. So ein bisschen. Dann hier noch. Ich will einen Teil des Goldes als Belohnung. Wenn du Gold willst, dann bring die Diebe zur Strecke und kassier das Kopfgeld bei Lord André. Okay. Aber was anderes noch. Halt, bevor du jetzt einfach wieder penne Hey. gehst. Jetzt hängt er im Bett drin, aber okay. Was weißt du über die Diebesgilde? Gut, pass auf. Alles, was ich dir jetzt sage, hast du nicht von mir, klar? Jo. In der Hafenkneipe hängen oft zwielichtige Gesellen herum. Ich wette, der Wirt weiß was. Wenn du vorhast, die Diebe aufzuspüren, solltest du mal mit ihm reden. Du könntest zum Beispiel so tun, als ob du eine krumme Tour durchziehen willst. Vielleicht geht er darauf ein. Aber sei vorsichtig. Mit diesen Leuten ist garantiert nicht zu spaßen. Okay. Gut, dann danke. Ja, erstmal aus dem Bett rausklettern, ne? Abujen, was bist denn du für einer? Verdammt, merkwürdig. Es scheint mir so, als wäre ich dir schon einmal begegnet, Reisender. Nun, groß sind die Geheimnisse von Zeit und Raum. Oh, verzeih mir meine Unhöflichkeit, Sohn der Geduld. Ich habe dich noch gar nicht begrüßt. Willkommen, Freund. Nimm Platz auf meinen bescheidenen Teppichen und genieße in Ruhe eine Pfeife. Ja, der scheint aus Warant zu kommen. Wer bist du? Mein Name ist Abujin ibn Jadir ibn Omar Khalid ben Hajj al-Sharidi. Ich bin Genau. Seher und Weissager, Sterndeuter und Tabakanbieter. Okay, tschüss. Ja, das scheint einer aus Warant zu sein. Das ist das Wüstenreich, was südlich an Myrtana grenzt. Und die sind alle so an die orientale Kultur angelehnt. Oder Kulturen angelehnt. So, jetzt zockt er wieder do und säuft hier. Das ist ja auch ein toller Dieb hier, der Rengaru. Naja, auf jeden Fall wird es uns auch was bringen, dass ich nicht verpfiffe habe. Dass wir bei der Diebesgilde weiterkommen. So, Torbi. Die stehe ich mal ganz gerne aus der Federn reiße. Torbi. Gritty und Torbi. Bitteschön. Verdammt, was ist los? Hier, bitteschön. Kannst du mir beibringen, wie man Schlösser knackt? Du hast Grittas Schulden bei Matteo bezahlt. Bla 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 Allerdings bla. Wie Ja, viel das verlangst du? kennen wir schon. 200 Bla bla, bitteschön. Gut. Hier sind die 200 Goldstücke. Für die 200 fehlen dir aber noch ein paar. Oh, echt? Ich brauche das Geld. Moment, dann Dietricher? Kannst du mir Dietrich... Meinetwegen. Da haben wir immer wieder den Tagebucheintrag. Ach so, ja, wegen der Sache mit dem Gold und so. Okay. Warte mal, halte mal eine Gaul an. Das Ornament sollte ich auch nicht verkaufen. Dann verkaufen wir halt hier nochmal ein bisschen die Magie. Und noch 2 Pfeiler. Das mache ich hier sowieso immer ganz gern. So, jetzt aber. Kannst... Du hast alle. Bla Wie viel? bla bla bla. Jo, hier. Gut. Hier sind die 200 Gold... Das Geld wird mir sehr helfen. So. Wir können anfangen, sobald du bereit bist. Uiuiuiui, 10 Lernpunkte, ja, lecko mio. Ja, so viel habe ich jetzt leider nicht parat. Okay, Aber dafür gibt es das nicht als Rang, also Schlösser knacken Rang 1 oder Rang 2, sondern ich kann generell so Schlösser knacker. Na gut, ein bisschen Erfahrung brauche ich dann noch. Dann würde ich gerade sagen, dass wir jetzt mal ein bisschen raus aus der Stadt gehen, gerade weil es jetzt 2:42 Uhr ist. Dort sind wir noch gerade mal auf Fackel an. Und dann gehen wir mal ein bisschen raus. Gehen wir mal ein bisschen spazieren. Und dann läuft die Geschichte. Oh, ich glaube sehr wohl, du dran, Spazierer. Noch mehr So. Ärger kann ich nicht gebrauchen. Ja, es ist ein bisschen anders verteilt in Gothic 2, was die Fähigkeiten angeht. Aber auf jeden Fall sollten wir auch noch Wölfe heute. Das müssen wir auch noch. Felle brauchen wir auf jeden Fall. Und wir brauchen die Waffe von einem Ork. So, da gehen wir erstmal dort hier. Hallo, ihr freundliche Bürger von der Stadtwache. Und hier steht noch so ein Knabe, Mika. Nicht so schnell. Alleine hier draußen herumzuspazieren ist gefährlich.
Wo kommst du denn her? Stadt? Aus der Stadt. So, so. Was streifst du dann hier draußen vor der schützenden Stadtmauer herum? Hä? Was ist hier draußen so gefährlich? Vieles. Ich wette, dass du nach der nächsten Wegbiegung schon nach meiner Hilfe schreist. Möglich wär's. Mal angenommen, ich würde deine Hilfe in Anspruch nehmen. Was würde mich das kosten? Ich bin nur ein bescheidener Diener des Königs und würde nur sehr ungern einen kleinen, hilflosen Bürger des Reiches schröpfen. Aber weißt du, wenn du mich so fragst, hätte ich nichts gegen eine kleine Starthilfe für unsere zukünftigen Geschäftsbeziehungen einzuwenden. 10 Goldmünzen sollten für den Anfang reichen. Was meinst du? Erstmal nett. Ich denke mal drüber nach. Ich denke darüber nach. Wie du willst. Ich wünsche dir einen schönen Tod. Alter. Erstmal die Feuernessel hole, weil ich habe derzeit mein letztes Geld hier für Schlösserknacker aus. Nee, Quatsch. Gar nicht, ja doch. Ich habe für Fähigkeit ausgegeben, die ich nicht mehr lernen kann. Das ist auch geil, ne? Ups. Warte mal. Hier sind auf jeden Fall Blutflieger. Ja. Ups, die sind sogar ausgewachsen. Dadap. Komm her, Mistvieh. Wie der noch lächelt dabei, während er das sagt. Mistvieh weniger. Komm her, Mistvieh. Alter. Okay, aber 40 Erfahrungspunkte bringen die Viecher, das ist schon nicht verkehrt. Unsere Rüstung ist jetzt halt bei weitem nicht die beste, die man derzeit so tragen kann. Aber so what. So, erstmal ein paar Pilze schmause, das ist immer das Geilste. Boah, geil. Wie ein Refe vor allem. Ein Refe wäre ein Reife in der Pals. Also Refe im Sinne von Autoreife. Und ein Refe-Apfel würde ich jetzt nicht unbedingt gern essen wollen, aber ein Reife-Apfel, den ich essen wolle. Das ist dann etwas merkwürdig im Pelzige, dass man halt so reifer, autoreife Refe sagt, aber ein reifer Apfel ist ein reifer Apfel. So würde ich jetzt zumindest nur kennen, Pelzer Ausdrücke vorkennen für reif noch. Ref. Nee, das gibt's definitiv nicht. Okay, gucken wir uns mal ein bisschen hier um, was hier rumlungert. Eine Riesenratte. Okay, die sind beide schon in Hab-8-Stellung, die Biester. Da kommen sie schon. Also Andy zumindest. Komm her, du. Komm her, du. Mistgetier. Kommt noch Andy. Okay. Sehr schön. Das lässt sich ja alles ohne Probleme bewerkstelligen hier noch. Wenn man sich nicht ganz so dumm anstellt. Drüber war noch eine Riesenratte, glaube ich, ne? Ja, da sind noch ein paar. Pfeile haben wir hier noch. Rostige Axt gibt es auch noch. Und eine Heilpflanze. Alle hopp. Ja, das sind die Ratte nochmal. Komm her, du. Joink. Ja, erstmal in die richtige Richtung kommen lassen, das Biest. So, jetzt du. Aber wenn ich Emmon Crit land, sind die Biester Geschichte. Das ist auch nicht verkehrt. So, Pilzi. Und ein Topf. Wachs. Das hat geklungen, als würde ich aus einer billige Blechkanne trinken. Also, das Ding, was uns mitgegeben hat, ist auch nicht gerade so das Beste gewesen. Jo, Allah. Dann. Ups. Molrats. Ihr habt's auch aus der Kolonie geschafft. Wow, Gewitter erleid. Ja, so ein Kampf mit einer Molerat ist anscheinend nicht so unerschätze hier. 50 bringen die an Erfahrungspunkte. Elixier der Heilung 100. Okay, also einer reicht uns schon irgendwie aus. Gewitter erleid. Ja, die Biester sind schon ein bisschen stärker. 3:58 Uhr haben wir's. Hey, der streift jetzt auch noch bei meiner Fackel rum. Also meine Fackel kriegt schon nicht, du ekliges Vieh. So. Aber das rohe Fleisch von euch nehme ich sehr gern. So. Weiter geht's. Weil da ist noch hier eine Höhle. Und da lungern ein paar Kerle rum. Und da drin ist auch noch eine Orkwaffe. Und um die geht's mal, um den Schmied zu beeindrucken.
So, deswegen gehe ich jetzt da rein. Und da sind ein paar Ratte. Und ich glaube, im hinteren Bereich dürften auch noch Bandite sein. Fleischwanze sind hier auch noch. Aber Fleischwanze interessieren erstmal keiner. So. Sehr schön. Oh, 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 oh. Ja, die Bandite prügeln sich gerade mit einer Ratte. Oh, 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 oh. Die Ratte ist gerade zu mir gerannt. Und der Herumtreiber. Ups. Das hast du verdient, Mistkerl. Ja, ob ich das jetzt verdient habe, weiß ich nicht gleich, aber Scheiße, da hätte ich jetzt doch einen Feuerball aufheben sollen. Egal, muss ich die Kerle halt so besiegen. Und meine Fackel ist anscheinend auch weg. Na gut. Leben wir halt ohne Fackel. Kriegen wir schon hier. So. Es dauert zwar seit Zeit, aber ich bin mir sicher, das kriegen wir auch so hier. Sieht's denn da aus? Fleischwanze. Okay, die haben wir so erlegt. Die haben wir auch erlegt. Okay, da drüber krabbeln noch ein paar rum. Leichte Ork-Axt, sehr schön. Die Fleischwanze können wir nicht flattern, wie es aussieht. Rostiges Schwert gibt's auch noch. Das ist so das leichte Ork-Axt. 50 Schaden und 70 Stärke, Alter. Ja. Das ist so das, was es Kruschwarok in Gothic Ends war. Okay, da scheinen auch noch ein paar Vorräte zu sein. Ob alt oder neu, wage ich jetzt mal zu zweifeln, was das ist. Aber auf jeden Fall sind hier Vorratskisten. Wahrscheinlich von der Merry Men, die da im Nachbarraum Rieseratte grillen. So, deswegen erstmal frisch mit Pilze aufgepumpt und dann geht's weiter. So, hier. Hier geht's weiter. Fleischwanz kriecht hier noch durch die Gegend. Die bringt sogar 10 Erfahrungspunkte. Oh, die auch? Okay. Na gut, nehme ich jetzt einfach mal so hier. Fleischwanzen. Fleisch gibt es auch noch. Das bringt sogar 10 Lebensenergie zurück. Gothic Ends hat hier damit nicht gearbeitet, dass das da wirklich Lebensenergiebonus bringt. Man hat es einfach verarbeiten können oder weitergeben können. Alter, ich brauche 2 Schläge bei einer Fleischwanze. Ernsthaft jetzt? Okay. Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Okay, die Herumtreiber, die legen sich jetzt auch noch hier mit einer Biester A. Und jetzt aber... Oh, 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 da kommen sie schon arg gegammelt. Ja, dann soll ich lieber mal weg. Da esse ich lieber einen Salat. Ja, renn so schnell wie du kannst. Ja, so irgendwie wäre ich schon hinkriege. Okay, machen wir das noch einmal. Speichern wir nochmal. Dann probieren wir nochmal unser Hans im Glück hier. Ich weiß, dass ich dort damals ziemlich stark habe kämpfen müssen gegen die Typen. Ich mach dich fertig. So, dir trete ich auch die Eier bunt, du. Hane Bampel. Ja, und ich habe nur ein gammliches Messer. Das hast du verdient, Mistkerl. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das verdient habe, weil ich dich legen wollte, aber bitteschön. Na gut. Dann noch einmal. So, probieren wir nochmal unser Glück. Stürmen direkt auf den los. Das war ja glücklicherweise nur einer von den Typen. Und solange der kein Crit landet... Ups. Okay, jetzt haben wir noch der zweite Typ dabei. Das ist nicht so gut. Das ist garantiert nicht gut. Und... ihr könnt euch natürlich auch zu der Stadtwache locker. So. Da ich rückwärts gehe, verteidige ich so immer nur. Ist absolut kein Problem.
Ja, die Stadtwache ist schon aufmerksam auch auf die Typen. Und probieren wir mal, ob ich gegen den Typ schon ankomme. Boah, das war ein Crit von dem Typ. Das hast du Scheiße. Mistkerl. Okay, das war so nix, aber der A-Satz war nicht schlecht. Der A-Satz war nicht so verkehrt. Ich probiere die trotzdem nochmal solo zu legen. Weil sobald die Wache die A greift und tötet, kriege ich die Erfahrungspunkte verdient. Hey. Psst. Komm mal her. Okay. Upsala. Das war nicht so gut. Warte mal. Nimm mal so einer. Und dann gehen wir in Runde 2 über. Wo auch immer der Typ jetzt verschwunden ist. Hat denn die Wand gerade gefressen? Okay. Ich nehme das mal so hier. Und... Ach, da ist er ja. Okay, da ist er ja wieder. Dann hat wohl doch nicht die Wand gefressen. Na gut. So. Ja, renn so schnell wie du kannst. Ups. Komm her. Und... Einfach nur die Chippe irgendwie herlocke. So. Eieieiei. Okay. Kommt mal her. So, die Chippe weiter hier in die Richtung locker. Ja, renn so schnell wie du kannst. So, einfach weiter in die Richtung. Die Stadtwache kommt dann schon. Unser Freund und Helfer ist schon bald unterwegs. So, da sind sie ja schon. Alarm! Und kümmern sich um die Typer. Okay. Einer ist schon tot. Und Jetzt ja. spieß ich dich auf, Mist. Sehr schön. Gut, der hat noch ein bisschen was bei sich, ist aber nichts Großartiges. Schade halt, dass ich die Erfahrungspunkte für die Typen jetzt leider nicht krieg. Aber die wären ein bisschen zu hart für uns gewesen. Hat er jetzt noch einen Silberring gehabt oder was war das? Ja, ein Silberring. Okay, wären etwas zu hart gewesen, aber alles Thema. Kriegen wir schon irgendwie hier. Am Anfang müssen wir uns auch ein bisschen zur Hilfe wissen. Aber das wird definitiv besser. So, noch ein Apfel und dann sieht die Welt wieder gut aus. Sehr schön. 5:21 Uhr und die Wache hätte sich schon definitiv ihren Sold verdient. Ausgezeichnet. Da können wir hier noch die Höhle plündern und gucken, was die Banditen dann noch gehabt haben, beziehungsweise die Herumtreiber. Ah ja, Halbpflanze liegt hier auch noch rum. Ach ja, im Helle sieht man natürlich auch wieder wesentlich mehr. Ich glaube, da overlungern noch ein paar Fleischwanze rum. Die könnten wir uns natürlich auch noch schnappen. Ups. So. Klettern ist hier, glaube ich, nicht mehr so ein arges Problem. Und ja. Habt ihr gewusst, dass ich da was Quieke gehört habe? So. Komm her. Komm schon. Justus. Also nicht mal Fleischwanz kriege ich gebacken. Verdammt mal. So. Und dich auch noch. So. 2 Schläge, das ist schon etwas erbärmlich, dass ich die brauche. Okay, aber ich habe ja auch bisher noch nicht meine Kraft aufgelevelt. Gut, 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 gut. Dann hätten wir das erledigt. Dann haben wir noch einen Blauflieder, den nehme ich mir auch noch mit. Als Paladin muss ich natürlich auch dann später auf Sache achten, die auch meinen Mana wieder auffüllen. Na, da ist noch ein Pfeil. Wir nehmen alles mit. So. Ausgezeichnet. Du zwirbeln auch noch ein paar Fleischwanze rum.
Also das ist schon etwas Panne, dass ich einen Crit brauche und eine Fleischwanze mit meinem Dolch endgültig zu killen. Okay, da haben wir. Und hier haben wir noch ein Pfeil und Pfeil. Die scheinen wohl auf die Dinger geschossen zu haben, oder das scheint aus dem Überfall oder so zu kommen, kann ich mir vorstellen. Wenn jetzt die Leute hier auf die Vorräte geschossen haben, beziehungsweise auf den Karre geschossen haben und sie dann mitgenommen haben, das könnte vom Überfall stammen. Fisch, ein Hering, Lebensenergiebonus. Sehr schön. Dann merke ich mir für später. Ich glaube, hier gibt es aber auch im Laufe des Spiels... den Schädel haben sie total genachelt. Im Laufe des Spiels gibt es hier aber auch noch Heringe, wo Sachen reingestopft wurden. Also sowas wie der Lederbeutel sozusagen, nur als Hering. So. Hier haben wir noch was. Ja, dass das so relativ in Stadtnähe ist, finde ich etwas beängstigend. Aber passend zu der Ork-Waffe ist hier noch eine Ork-Statue. Die haben wir ja im Minetal relativ häufig gesehen. Ich vermute einfach mal... Jetzt habe ich einen Crit gelandet. Knochen eines Skeletts. Ich vermute einfach mal, dass hier in Khorinis, bevor die Menschen gesiedelt haben, höchstwahrscheinlich auch viele Orks gesiedelt haben. Deswegen ja auch dieser Schläfertempel und so. Also die Ork-Kultur muss auf der Insel schon wesentlich längere Wurzeln und weitere, ältere Wurzeln haben als die menschliche Kultur. Weißt du, Teufel, für was die Orks das wir ursprünglich benutzt haben, aber es war wahrscheinlich mal ursprünglich hier sehr viel Orkgebiet. Und die Orks auf Khorinis sind ja durchaus recht wild, könnte man sagen. Die sind eher noch etwas primitiver. Die Myrtaner-Orks, die man Gothic 3 dann so sieht, die sind eigentlich wesentlich zivilisierter. Aber ich werde Gothic 3 nicht auf meinem Kanal spielen, weil ich fand es damals schon eine absolute Frechheit, dass das Spiel rauskam und dann hat das Spiel generell nicht funktioniert. Und statt einen Patch rauszubringen, der mal gratis zur Verfügung stellt, hat die Community von World of Gothic, an der Stelle nochmal riese Lob an euch. Ihr seid echt großartig und habt nach immer noch jetzt geholfen, Gothic 2, die Gold Edition hier mit Patches als Let's Play überhaupt starten zu können. Von daher vielen, vielen lieben Dank, die Community ist großartig. Und die Community hat sich darum kümmern müssen, dass hier überhaupt Gothic 3 läuft. Und das finde ich ja absolut die Frechheit. Und wegen so einer Sache, dass die sich nicht mal darum gekümmert haben, dass ihr eigenes scheiß Spiel läuft und die Leute es gratis zur Verfügung kriegen, dann in diesem Patch, dass sie dann nur für die Fans hinarbeiten lassen. Das ist unter aller Kanone. Wolfsfell, 10 Goldmünzen ist es wert. So. Ah, es ist wohl sehr knusprig hier, das Fleischwanzefleisch. Lecker. Okay. Wolfi. Ich brauche hier ein paar Fälle. So. Ich brauche hier 6 Wolfsfälle für Bossbar. Komm schon. Und die Erfahrungspunkte, die 60, die nehme ich natürlich auch liebend gern mit. So, noch ein bisschen Knusperfleisch. Und dann geht's weiter. Da ist noch ein dritter Wolf. Nehmen wir alles mit. Definitiv. Die anderen Wölfe habe ich ja leider schon gekillt, die bei der Stadt waren. In Richtung Lobartshof. Von daher... Dort hatte ich einfach nie mehr gedacht, beziehungsweise ich habe es nie mehr so richtig bedacht. Deswegen war das nie mehr so auf meinem Schirm drauf. Okay, hier geht's auch nochmal runter. Dann muss ich nämlich hier Wölfe töten, um an die Fälle dran zu kommen. Ui, hier hat es ein bisschen geruckelt. Ich hoffe doch, dass das nicht der Fall sein wird, dass es noch weiter so ruckelt, das Spiel. Feuerwurzeln, ja, die sind relativ selten, die Dinger. Also wer die ganze Zeit, naja, was ist denn die ganze Zeit? Er war mehr unter der Städtrümmer, als er in der Strafkolonie verbracht hat. Ich glaube, ich habe das innerhalb von 15 oder 16 Tagen durchgespielt. Also jetzt Spielzeit innerhalb vom Spiel. Hat der Charakter 14 oder 15 Tage lang oder 16 Tage oder so in der Strafgefangene-Kolonie verbracht und 30 Tage hat er alle unter Stäh gelebt und ist nur durch seine magische Erzrüstung am Leben kalte Woche. Das ist schon etwas happig. Okay. Dann gehen wir mal hier rein. Hier ist nämlich auch ein lebender Ork wesig, aber ich glaube hier sind, hier dürften nach Wölfe sein. Hoffe ich zumindest. Ich weiß nicht, ob hier der lebende Ork war, aber ich glaube schon. Von dem können wir nämlich
Von dem können wir auch eine Ork-Waffe erhalten. So. Und. Aber du hast sich unseren Harald definitiv der Richtige ausgesucht für den Job, weil ich bin auf jeden Fall jemand, der kämpfen kann. Ich meine, ich habe den Schläfer besiegt und so und irgendwie scheine ich den Ruhm nicht geerntet zu haben dafür. Auf der anderen Seite verständlich, dass ich da nicht unbedingt den besonderen Ruhm dafür ernte, weil die Leute werden jetzt von der ehemaligen Strafgefangene hier ordentlich terrorisiert. So, einen Lederbeutel gibt es ja noch und ich höre die Wölfe, definitiv. Ich höre euch, Wölfe. Ihr müsst hier irgendwo in der Nähe sein. Spruchrolle gibt es hier auch noch. Eispfeil, Feuerpfeil und mittlere Wunden heilen. Okay. Dann noch den Fleischwanzen-Massaker. Machen wir hier nochmal einen Speicherpunkt. Und gucken mal, was hier durch die Gegend wölfelt. Ich glaube aber, das sind die Hunde von dem Ork. Jupp. Hallo Ucha-Cha-Cha. Oh. Ja, der rotzt schon ordentlich rein. Der muss noch immer richtig treffen und ich machte Das ist nicht so besonders gut. Oh Mann. Zumal ich nie sehe, wie viel Lebensenergie die noch haben. Okay, dann anders nochmal. Ich will die Wölfe haben, die bei ihm sind. Das ist nur Anna. Okay. N-Wolf. Und hier ist... Huch? Wo bin ich denn hier gelandet? Gewitter erleiht. Die Teleportsteine. Der Teleportstein in der Höhle östlich der Hafenstadt führt zum Taverne zur Toten Harpie. Okay. Das machen wir jetzt aber erstmal nett. Zur Toten Harpie möchte ich nämlich nur nett gehen. Das ist etwas zu weit weg. Ich mag mich eigentlich nur aufs Umland begrenzen, weil ich erst einmal nur Wolfsfälle brauche. Da habe ich mir jetzt 3 geschnappt. Die Hälfte habe ich. Nochmal 3 und gut ist. Wenn ich stark genug bin und die entsprechende Rüstung habe, dann kann ich mich sehr gerne mal hier mit dem Orki anlegen. Aber vorher vergiss es. Schade eigentlich, dass man Rattesfell nicht abziehen kann. So. Ich meine, ich entnehme nach ihr Fleisch. Also, wie tief kann man noch sinken, wenn man Rattefleisch frisst? Naja, Fleischwanzenfleisch noch fresse, okay. Das ist vielleicht noch eine Spur tiefer. Heilpflanze, Feuerkraut und Kronstöckel. Äußerst selten, das Zeug. Äußerst selten. Apropos, dort drauf eine Fleischwanze. So. Okay, Kronstöckel, wo haben wir es dann? Ist sehr, sehr selten, das Zeug. Snapperkraut, Kronstöckel. Lebensenergiebonus 5 gäb's nur. Kronstöckel braucht man aber als Basiskraut, um dort drauf die attributsstärkende Tränke zu brauen. Also mit einer Drachewurzel, beziehungsweise mit Goblinbeere und mit Kronstöckel könnte ich entweder einen Stärketrank oder einen Geschicklichkeitstrank brauen. Da ist noch ein Quaiquok. Hallo Quaiquok. Na, komm mal her. So. 40 Erfahrungspunkte bringt er und schwere Ast hat er dabei. Und einer hat er noch fallen lassen, der Dappers. Aber der ist irgendwo den Berg runtergekullert. Ah, du am. Im Baum ist er gelandet, der schwere Arschtör. Das kann ja wohl passieren, wenn so ein Arsch runterrutscht, ne? Okay. Nach Korinis und so Taverne. Ah ja, da hämmer dich doch. Wolfi. Wolfi, der Ausgewachsene. So. Sehr schön. Sieht aus wie Choreografie, aber es funktioniert. Gute Sache. So. Da können wir dann später nochmal gucken, ob es da was gibt. Jetzt laufe ich im Endeffekt ja doch Richtung Taverne, aber egal. Egal. Ich will den Weg immer vorher frei haben. Oh, eine Molleratte. So, und noch eine Molleratte. So, sehr schön. Das wären sonst wieder 100 Erfahrungspunkte gewesen, die uns einfach nicht geblieben wären. So.
Da haben wir noch eine Zange. Hier scheint wohl ein schönes Massaker stattgefunden zu haben. Gletscherquarz. Pfeil. Goldstücke liegen hier auch noch ein bisschen durch die Gegend rum. Ich nehme alles, was ich kriegen kann. Das sieht aber eher noch ein Banditeüberfall aus. Hammer liegt hier auch noch rum. Zerkratzte silberne Schale. Nehmen wir alles. Oh, du hast einer ordentlich massakriert. Mit Pfeiler. Bisschen Gold hat er auch noch drin gehabt. Den hätten sie ja gehäutet und bis auf die Knochen ausgezogenen Kerl. Unglaublich. Waren bestimmt Waldsämmer hier, die Leute überfallen haben. So. Ach ja. Dann, was haben wir hier noch? Krautstampfer. So. Wolfszahn. Das scheint wohl ein Drogekrieg hier gewesen zu sein. Wolfszahn. Da ist er. 22 Stärke und 45 Schade macht das Ding. Sieht bei mir leider noch nicht so gut aus, was die Stärke angeht. Gold haben wir hier trotzdem noch. Und Pech. Und irgendwo scheinen noch Leute miteinander zu schwätzen. Rostiges Schwert gibt es auch noch. Und da bräuchte ich jetzt, glaube ich, Schlösser knacken, weil hier sind noch ein paar Mole-Rats. Und da dürfte noch eine Truhe sein. Ja. Ey. Irgendwann ist auch mal genug. Alter, wie viel halten die Scheißviecher dann aus? Das ist ja pervers. Wow. Das ist ja echt pervers hier. Okay. So einer genehmige ich mir jetzt trotzdem mal. Gewitter erleid. Jetzt langt's aber. So. Aber mit einem Mistviecher hier anlege. So, einer ist kaputt. Du dappisches Vieh. So, geht doch. Gewitter erleid. Aller Hopf. Lederbeutel. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Okay. Und der hier? Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Ja, das hätte ich dann lernen müssen. So ein Mist. Okay, erstmal ein Fischesser. Wie viel Gold habe ich dann jetzt? Gerade mal gucken. 22 Gold habe ich mal wieder eingesammelt. Okay. Mir fehlen trotzdem noch 2 Wolfsfäller. So. Dann rede ich vielleicht mal mit dir, oder? Erol. Was ist los? Was los ist? Schau dir doch mal die Sauerei dort drüben unter der Brücke an. Sowas habe ich mein ganzes Leben noch nicht erlebt. Allerdings. Diese Saubande sollte man ausräuchern, sag ich dir. Okay, da will ich aber Sache. Ich mache jetzt an der Stelle erstmal hier meinen Cut. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Gothic auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann wieder zum zweiten Teil von Gothic. Also zu Let's Play Gothic 2 auf Pelzig, nicht einfach nur Gothic. Also machen's gut und bis morgen dann. Ayan Yankee.